Ich bin geboren geworden in einem Spital, ein Geburtsspital, auf dem Namen von der Heiliger Josefa. Beschreibt es zu meinem Haus, zum Haus, wo ich habe gewohnt. Und in dem 22. Oktober 1922 in Warschau. Mein Vater ist gewesen ein Chassid bis der Ersten Weltmilchome, weil ist ein gewesen russischen Militär und genommen geworden bei der Milchome in Gefangenschaft. Hat gesehen die Aufführung von den Rabbonim und von den Chassidim und von den Gläubigen, Vergläubten. Und seine Aufführung hat weggeworfen, befreit sich, weggeworfen die Kapotte, weggeworfen das chassidische Hitlerle und geworden ein weltlicher Mensch. Und die Mutter ist auch gewesen, eine früher gesprochen, der See, der hat gewohnt bei uns später, weil dem See noch gekannt, mit den Bobben. Die Mutter hat sehr Sachen gelernt in ihrer Kindheit. Sehr Sachen gelernt und geheim und sie ist nicht gewesen, sie ist ein ganz freier Mensch. Als Kind habe ich geredet, kein Jiddisch. Ich habe gehört Polisch, aber von der Seite von Kindern, anderen, was haben gelernt in den meluchischen Schulen. Aber ich hab gelernt in der Zischerschule. Die Mama hat gesehen, wie die Kinder auf dem Hof spielen sich. Und gesehen die Aufführung von den Kindern von Cheder und von den Kindern von der Volksschule, so haben gesungen jüdische Lieder und sich aufgeführt, eine Sache kultureller. Hat sich rausgenommen die Kinder von Cheder und reingegeben in der Volksschule. Also wir alle sind erzogen geworden in der jüdisch-weltlichen Volksschule, mit Jiddisch als der Umgangssprache, in alle Disziplinen. Die drei Klassiker, das ist eine Mussach, obligatorisch. Aber wir haben gelernt Topatoschu und wir haben gelernt von der ganzen jüdischen Literatur. In derselben Zeit haben wir gelernt Sachübersetzungen von der französischen Literatur, von der Weltliteratur. Mit Wittmann von Amerika, mit Emile Zola und andere von Frankreich. Also viel skandinavische Literatur. Wir sind gewählt auf ein höheres Niveau von unseren Eltern in der allgemeinen meluchischen Schulen, wo die Umgangssprache ist gewesen Polisch. Ich bin auch gewesen in der Medem-Sanatorie. Und das ist gewesen für mich die größte Überlebung. Das ist gewesen der Diamant in der Krone von der jüdisch-weltlichen Schule. Und dort, das ist gewesen eine Überlebung für sich, auf dem ganzen Leben. Für alle, was pflegen dort, was dann durchgegangen in die Schule. Die Medem-Sanatorie. Heute oder anderthalb Chodashim, ein Teil mehr, geheißen hat es ein Sanatorium für Bedrohte von Tuberkulose. Es ist gewesen in einem Dorf, 17 Kilometer von Warschau. Mehr an der Erziehungsanstalt, mit den modernsten Methoden von der Erziehung. Und nicht nur an der Erziehung, das ist gewesen eine Musteranstalt von der Kinderrepublik im sozialistischen Geist. Parodien und Lieder geschaffen durch die Kinder in meinem Sanatorium. In Jezeschien ist da ein Sanatorium mit der Reuteldach. Und in Sanatorium heilen sich kinderlicher Sach. Und es ist komisch, dass ich singe. Ist dort für alle Isolation, euer Vergnügen. Als man steckt da rein, Fuß ist schwerer rauszukriegen. Als man stellt da rein, Fuß ist schwerer rauszukriegen. Essen gibt man dort, das sagt, 5 Mal am Tag. Klei und wieder Klei, es nimmt euch an der Plog. Klei und wieder Klei, es nimmt euch an der Plog.
nimmt man sie rein in den Meul. Oi, hat es Asata, hat es Ayata, als es nimmt das schon ein Gräuel, mamisch wie durch Sam. Das ist ausgelacht, was faktisch sehr Geschmack ist. Aber die ganze Madame Sartori hat existiert vom 26. Jahr bis ihre Liquidation im 42. Jahr. Und in der dosiger kurzer Zeit, schon in den ersten Jahren, wäre es gekommen, Kinder von der Gas, Kinder von der Armkeit, Kinder von den Kellerstuben. Was haben nicht gewusst, was da so ist Hygiene, was da so ist Aufführung und wie man darf sich halten, einer gegen den anderen. Sie haben sich gleich eingelebt, was ich in der Atmosphäre der Allgemeine. Was hat bewirkt, jeden Heim Kummer. Und das ist geschehen mit, und ich habe später getroffen Menschen, Kinder, was sind wohl gewesen Kinder, mit mir oder an mir in anderen Zeiten. Was sind gewesen, der Madame Sartori, sie können das nicht noch nicht vergessen. Sie können es nicht auswurzeln von seiner Andenk. Also das ist gewesen die größte Überlebung auf dem ganzen Leben. War es gewesen ein Zentrum von jüdischem kulturellen Leben zwischen beiden Welten gekommen ist. Und gerade in der Zeit, wenn es hat sich ungeheuer blähen, die jüdische Literatur, die jüdische Kultur, auf alle Gebieten, ist ausgebrochen der Hub. Kommen mir Tränen in die Augen, weil es sehr schwer sich zu durchbohren das Hals und bleiben nicht reagieren, emotionell.